Burgundische Truppen erobern 1443 die Stadt. Das Herzogtum wird zunächst Teil des aufstrebenden burgundischen Machtgefüges. Die Stadt Luxemburg wird 1542 und 1543 zweimal vorübergehend von den Franzosen eingenommen, verbleibt aber in spanischem Besitz. Das Herzogtum fällt mit der Abdankung Kaiser Karls V. im Jahr 1555 an seinen Sohn Philipp II. Und bildet fortan eine der 17 Provinzen der von Brüssel aus verwalteten spanischen Niederlande. Stadt und Herzogtum werden zum Zankapfel im lang anhaltenden Konflikt zwischen Spanien und Frankreich. Die mittelalterliche Stadtbefestigung bestimmt auf Dauer das Stadtgebiet. Die ausgestellten Kanonen, Haken- und Steinbüchsen, Bombarden stammen aus dem Schutt von Burgen und der Stadt Luxemburg. Die Verbesserung der Geschütze treibt die Entwicklung der Festungsbaukunst voran. Bei Gefechten Mitte des 16. Jahrhunderts geben die veralteten Stadtmauern den modernen Geschützen nach. Man beginnt damit, die Befestigungen niedriger und dafür breiter zu gestalten. Die Bastionen, fünfeckige Plattformen ohne tote Winkel, entstehen. Italienische Ingenieure verbreiten dieses neue Bastionärsystem in ganz Europa. Die erste Bastion Luxemburgs wird durch Girolamo Marini im Auftrag von François Ier begonnen. So entsteht ab 1543 unterhalb des Fischmarks gegenüber des Bocks die Schlossbastion. Es werden bald weitere folgen. Sowohl militärisch als auch kulturell wird die Epoche der Renaissance in Luxemburg durch den Gouverneur Peter Ernst von Mansfeld geprägt. Vor den Toren der Stadt in Clausen lässt er ein prächtiges Anwesen errichten. Das Neutor, früher auch Marienpforte genannt, wird 1626 unter dem Grafen von Berlaymont erbaut. Im Dreißigjährigen Krieg wird Diedenhofen von den Franzosen erobert. Als Dank dafür, dass Luxemburg von einer französischen Belagerung vorerst verschont worden ist, wird die Trösterin der Betrübten 1666 zur Stadtpatronin und später zur Schutzpatronin des gesamten Herzogtums Luxemburg bestimmt. Eine steinerne Muttergottesstatue wird auf der Stadtseite des Neutors angebracht, wodurch alljährlich die Eröffnungs- und Schlussprozession der Oktave ziehen. Die Figur ist in eine kostbare spanische Hoftracht gekleidet und hält symbolisch den Schlüssel der Stadt in der linken Hand.